Was heißt da? Da wir noch Sünder waren. Ja, aber ich sündige doch noch. Aus der Perspektive Gottes bist du kein Sünder mehr, denn er sieht dich in dem vollbrachten Werk seines Sohnes. Das merken wir doch alle, oder? Dass da zwei Naturen in uns sind, oder nicht? Eine erlöste Natur und eine, ja, die uns manchmal ganz schön zu schaffen macht. Die auch noch böse sein kann, oder? Ich kann beten, von ganzem Herzen kann ich beten. Sag mal 15 Minuten vielleicht an einem Stück kann ich beten, von ganzem Herzen, mit aller Liebe, mit aller Inbrunst. Und ich gehe raus und ich komme in meine Familie und schrei darum, weil mir irgendwas nicht passt. So können wir sein. Und wenn einer nicht mit Jesus geht, wird er beherrscht von dem Bösen. Ob es spürt oder nicht, ob es wahrhaben will oder nicht, es ist einfach wahr. Ich hörte gestern noch das Zeugnis eines Journalisten, der nicht unbekannt ist und bei der Bild-Zeitung arbeitet. Und der war nicht gläubig. Und er hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, wenn mich einer mit Christus konfrontiert, dann brauche ich eine halbe Stunde, um das zu widerlegen. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und dann hat er gesagt, da habe ich gebetet und den Namen des Herrn Jesus angerufen. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und er hat sogar in der Bild-Zeitung ein Zeugnis abgegeben und gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Mein Leben ist total verändert worden. Und er hat, ich weiß nicht wie viele Tausende von Zuschriften bekommen. Meistens positiv. Wer den Namen des Herrn anruft, da wird alles anders. Liebevoller Vater, bitte öffne uns die Augen, dass wir jetzt sehen die Wunder in deinem Wort. Um Jesu willen. Amen. Wir wissen, kommt dreimal in diesem Abschnitt vor, 1. Johannes 5, 18 bis 20. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, dass der Böse ihn nicht antastet, also der Teufel kann ihn nicht mehr für sich gewinnen. Wir wissen aber auch, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um Menschen zu retten, aus diesem Bösen heraus zu erlösen. Und seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt zuerst über das Böse rede. Weil das ist notwendig. Wenn wir das Böse vor Augen haben, dann erkennen wir auch das Gute. Dann sehen wir auch, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Und darum müssen wir auch über das Böse reden, das ja nun mal eben eindeutig da ist, oder finden Sie nicht? Gucken Sie in die Ukraine, gucken Sie nach Nigeria, schauen Sie in unsere Gesellschaft, in den Nahen Osten, überall brodelt es, das Böse existiert. Aber wo kommt es her? Was ist der Ursprung? Und da gibt uns die Bibel eigentlich die klarste, logischste Erklärung. Wenn wir wissen wollen, was das Böse ist, woher das Böse kommt, dann müssen wir die Bibel zu Rate ziehen. Und hier, da unten steht es schon, in dem Bösen heißt in dem Teufel. Wir hatten gelesen, dass der Böse den an Christus gläubigen Menschen nicht mehr antasten darf, verfolgen. Das darf er. 380, glaube ich, Millionen Menschen werden zurzeit verfolgt. Das ist grausam. Man kann gequält werden, sag ich mal in Anführungsstriche von ihm, aber er darf uns nicht mehr antasten, indem dass er uns für sich gewinnt. Und dann heißt es hier noch weiter, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Also mit dem Bösen, der Böse, die Welt, die im Bösen liegt, ist der Teufel gemeint. Und ich habe jetzt mal so einige Stellen herausgesucht und ich habe immer die Belege dabei, also die Bibelverse, was uns die Bibel als Wort der Wahrheit von Gott kommend erklärt,
was das Böse ausmacht, was das Böse für eine Macht hat über diese Welt und was das überhaupt bedeutet, böse zu sein. Die Bibel sagt uns, dass die Welt vom Bösen umklammert wird, das heißt beherrscht wird, festgehalten wird von Mächten der Finsternis, die von dem Bösen, nämlich dem Teufel, ausgehen. Der Teufel hat im Garten Eden die Macht über den Menschen gewonnen. Er wird ja auch der Böse genannt, der Mörder von Anfang oder der Lügner von Anfang. Das Gesetzlose, das ist alles das Böse. Und dieser Böse hat das erste Menschenpaar verführt und damit ist das Böse, die Sünde, in die Welt gekommen. Und seitdem hat der Teufel die Herrschaft über die Menschen. Und er hat sie immer noch. Er ist zwar juristisch besiegt worden durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung, aber de facto wird ihm erst dann die Macht genommen, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Reich bringt. Die Bibel erklärt uns weiter, ihm, diesem Teufel, dem Bösen, wurde die Vollmacht über die Königreiche gegeben. Der Teufel beherrscht die Nationen. Das ist so. Darum das Tohu Wabohu. Darum das Durcheinander. Darum die Kriege. Darum die Ungerechtigkeiten. Darum das Schreien gegeneinander. Diese Welt wird beherrscht. Und er wirkt. Es ist nun mal eben so, es steht auch geschrieben, er wirkt in den Kindern des Unglaubens oder des Ungehorsams. Durch die Kinder, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, kann er nicht mehr herrschen, die darf er nicht antasten, aber die Welt wird immer beherrscht, entweder von Gott durch Jesus Christus, durch seinen Geist. Und wenn einer nicht mit Jesus geht, wird er beherrscht von dem Bösen. Ob es spürt oder nicht, ob es wahrhaben will oder nicht, es ist einfach wahr. Geht dann weiter. Jesus bezeugt von der Welt, dass ihre Werke böse sind. Ja, natürlich gibt es auch Sozialwerke, gute Werke. Aber generell gesehen sind die Werke dieser Welt böse. Wir leben in einer, so erklärt uns die Bibel, gegenwärtigen bösen Welt, aus der Gott geistlich die Menschen erlöst, die, wie wir es gesungen haben, gehört haben, den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist wunderbar. Dafür gibt es einen Bibelvers, den habe ich jetzt nicht hier, aber ich lese Ihnen das, Galater 1,4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, Jesus Christus, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Also, der du an Jesus glaubst, ein Verhältnis zu ihm hast, du bist herausgerettet aus dieser bösen Welt, obwohl du noch in dieser bösen Welt lebst und auch mit dieser bösen Welt zu tun hast, zu kämpfen hast und darunter auch zu leiden hast, aber du bist erlöst. Und in dem Moment, wenn du stirbst, wenn du die Augen zumachst, bist du gleich versetzt in das Reich Jesu Christi. Ja, es heißt weiter, dass die Zeit, in der wir leben, böse ist. Weiter heißt es, dass die letzten Tage böse Zeiten werden eintreten, schwere, gefährliche, wilde Zeiten. Auch, dass der böse Mensch und Betrüger zu Schlimmerem fortschreitet, indem er verführt wird und verführt. Also das ist ein realistisches, ich sage ja, seien Sie mir nicht böse, dass ich über das Böse rede, aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Es ist einfach wahr und die Bibel gibt uns Aufschluss darüber.
Die Bibel redet sogar von einem Geheimnis der Bosheit bzw. der Gesetzlosigkeit, das sich kurz vor der Wiederkunft Jesu offenbaren wird. Und darum hat auch einmal jemand gesagt, ich meine, wir reden ja viel über Klima und das von Menschen gemachte böse Klima und so weiter, geht ja alles kaputt und so. Aber jemand hat sich mal so geäußert und gesagt, die größte menschengemachte Klimakatastrophe unserer Zeit ist das Klima der Gottlosigkeit. Wenn das Böse regieren darf. Und jetzt machen wir doch mal Stichproben, schauen wir doch uns mal diese Welt an. Ich meine, wir leben doch in einer tollen Welt, oder? Also ich sage jetzt mal so von der Entwicklung her gesehen, technologisch, medizinisch. Ich habe jetzt noch vor Tagen gelesen, dass man, ich sage jetzt mal so, vor 200, 300 Jahren oder vor 200 Jahren, da wusste man noch gar nicht, was Bakterien überhaupt sind, dass es die gibt oder Viren. Ja, geschweige denn von Antibiotika und all diesen Dingen. Also was da medizinisch passiert ist, das ist doch eine tolle Sache. Die Entwicklung auf jedem technologischen Gebiet. Ja, ich meine, wenn Leute vor sagen wir 150, 200 Jahren, wenn die heute einen Einblick bekämen in unsere Welt, unsere Glattalbahn sieht und Flugzeuge, die da fliegen, Autos, die da fahren, ja, die würden gleich wieder sterben. So wären die geschockt. Wir fliegen heute zum Mond. Ach, zum Mond, das ist doch schon lange nichts mehr. Ach, pappelapapp, Mond, was ist denn das? Wir können heute bis zum Mars fliegen. Es hat sich alles entwickelt. Ich sage das Wort immer wieder gerne, bombastisch, ja? Es hat sich alles bombastisch entwickelt. Nur nicht der Charakter des Menschen. Ist immer noch böse. Der hat sich nicht entwickelt zum Besseren, zum Besserwerden. Es gibt immer noch Kriege, es gibt immer noch Rassismus, es gibt immer noch Verfolgung, es gibt immer noch Rücksichtslosigkeit, Neid, Hass. Und all diese Dinge, die man endlos aufzählen könnte. Ich meine, wird heute weniger gelogen als vor 500 Jahren? Weniger betrogen? Warum müssen wir eigentlich unsere Autos abschließen? Unsere Häuser abschließen? Warum? Ich meine, jetzt kürzlich, da fuhr ich zum Supermarkt. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Welcher Supermarkt? Einfach der, wo all die Leute hingehen, die günstig einkaufen wollen. Naja. Und da stelle ich das Fahrrad ab am Supermarkt, habe ein schönes Fahrrad, E-Bike mit so einem Hänger hinter und so. Und dann gehe ich Richtung Eingang und dann sage ich, oh, das habe ich vergessen abzuschließen. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, Quatsch, brauche ich ja gar nicht abschließen, weil es gibt ja in der Schweiz ein Gesetz, Klauen verboten. Und dann sage ich mir natürlich wieder, ja, aber warum gibt's das Gesetz eigentlich? Bräuchte es doch gar nicht. Na, was habe ich gemacht? Bin zurückgegangen, habe das Fahrrad abgeschlossen. Weil die Welt böse ist. Weil die Welt böse ist. Und so ist es auf Tausenden von Gebieten. Ich meine, sind die Kriege heute anders? Anders sind sie schon, aber als zur Zeit Roms oder zur Zeit Napoleons oder zur Zeit der Germanen sind immer noch Kriege, immer noch brutal. Im Gegenteil. Heute reicht ein Knopfdruck, um das 100.000-fache mehr umzubringen als die Römer damals mit ihren Kurzschwerten. Es wird doch genauso geschrien, genauso gehasst, genauso gegeneinander gekämpft. Wir haben es über Jahrtausende nicht geschafft, besser zu werden. Obwohl der Mensch sich danach sehnt, da bin ich überzeugt. Jeder Mensch, mit dem man so redet, der sagt, ja Mensch, ich wünsche mir, dass die Versklavungen aufhören, dass in Deutschland kommen jedes Jahr etwa 10.000 Kinder weg. Die sind verschwunden, keiner weiß wo.
Was für ein Elend ist damit verbunden. Der Mensch ist böse. Ich habe das heute Morgen gelesen in einem Andachtsbuch. Da ist ein Mann, der hat die Steuererklärung falsch ausgefüllt. Bewusst, nicht aus Versehen. Auf jeden Fall hat dann sein Gewissen gepocht und es ging ihm gar nicht gut innerlich. Und dann hat er ein Kuvert genommen und darin hat er dann 300 € gesteckt und ans Finanzamt geschickt. Und dann hat er dazu geschrieben, anbei 300 €, wenn ich dann immer noch nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest. Ja, wir sind jetzt vielleicht keine Mörder. Ja, wir sind keine Mörder, keine Totschläger. Aber wir wissen doch alle, was Neid ist, was Wut ist, was Zorn ist, was Egoismus ist. Das wissen wir doch alle. Ja, wo liegt das Problem? Das Problem, da. Auch da, die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Sie sagt uns, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Böse. Böse. Und wenn Gott jetzt Sünde tolerieren würde, das kann er nicht, er ist Licht, reines Licht, dann wäre er gleichgültig. Er kann Sünde nicht tolerieren, er muss Sünde richten. Aber er findet einen Weg, den hat er geplant, durch Jesus Christus die Sünde in ihm zu richten, damit wir davon befreit werden. Und da gibt es einen wunderschönen Vers, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Hören Sie mal. Alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Gott hat einen allumfassenden Heilsplan entwickelt, in dem der Herr Jesus Christus in Übereinstimmung mit dem Vater auf diese Erde kam und das Böse besiegte in seinem Kommen, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Und damit ist eigentlich jeder Mensch mit Gott versöhnt. Stell dir das mal vor, viele wissen das gar nicht. Die schimpfen über das Böse oder die sagen, ich bin ja gar nicht böse oder versuchen sich zu rechtfertigen oder sagen, der böse Gott, warum lässt er das dann alles zu? Ja, er hat es zugelassen, dass wir mit ihm versöhnt werden. Weißt du denn nicht, der du jetzt hier sitzt? Ich weiß nicht, ob du ein Verhältnis hast zu Christus oder nicht, aber weißt du, dass du eigentlich schon mit Gott versöhnt bist? Das ist schon wahr. Aber der Einzelne sollte das jetzt für sich in Anspruch nehmen. Ja, ich gehe darauf ein, auf dieses Angebot. Und dann bist du geistlich schon einmal herausgerettet aus dieser bösen Welt. Oh, man nennt sie, ich habe das aus der NZZ, man nennt sie die Großmutter des Punks, Patti Smith. Die ist 1946 geboren, also die ist jetzt 80. Also letztes Jahr mit 79 ist die immer noch aufgetreten. Ist eine fantastische Malerin, ist eine Liederschreiberin, Rocksängerin, Punksängerin, hat für andere Stars bekannte, großartige Lieder geschrieben. Aber die hat leider mal gesagt, und das habe ich eben in der NZZ in der Beilage gefunden, Jesus ist für die Sünden eines anderen gestorben, aber nicht für meine. Das tut mir so weh, wenn ich das Bild sehe. Oh Mensch, wenn du doch wüsstest, ja? Natürlich ist er für deine Sünden gestorben. Und es ist nicht zu spät. Du bist eigentlich theoretisch schon versöhnt mit Gott. Du musst nur noch sagen, okay, ich packe das an. Ich ergreife das.
Also das Sündenproblem wird durch einen Mann an einem Ort gelöst. Der Mann heißt Jesus und der Ort Golgatha. Da ist das ganze Sündenproblem gelöst. Und wenn wir uns das Leben unseres Herrn Jesus Christus anschauen in den Evangelien, er war wirklich nur gut. Und übrigens gestern der Journalist, wo ich das Zeugnis hörte, der hat gesagt, selbst Atheisten wissen heute, dass diese Person Jesu Christi wirklich so gelebt hat. Das ist gar keine Diskussion mehr. Das weiß man auch wissenschaftlich, dass Jesus Christus hier war, gelebt hat und so gelebt hat. Nur, manche nehmen das dann eben nicht für sich in Anspruch. Das ist das Traurige. Aber bewiesen ist es eigentlich. Und darum sagt die Bibel auch, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und jetzt sage ich dir etwas ganz Schönes. Ja? Damit du nicht böse bleibst auf mich. Jemand, der zum persönlichen Glauben an Jesus kommt und sagt, Herr, ich will mit dir leben. Ich habe nichts zu bringen. Ich habe keine guten Werke, also mein Leben ist so, wie es ist. Aber ich glaube an alles, was du für mich vollbracht hast. Weißt du, was dann passiert? Da wirst du gerettet und dann wirst du von Gott nicht mehr als Sünder betrachtet. Guck mal. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was heißt da? Da wir noch Sünder waren. Ja, aber ich sündige doch noch. Ich weiß, dass in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ich sündige doch noch. Ja, aber aus der Perspektive Gottes bist du versöhnt. Aus der Perspektive Gottes bist du kein Sünder mehr, denn er sieht dich in dem vollbrachten Werk seines Sohnes. Auf das andere kommen wir dann auch noch zu sprechen. Man hat auch eine neue Gesinnung dann. Es steht hier, daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber jetzt kommen wir zu etwas anderem. Jetzt haben wir lange genug über das Böse geredet. Aber jetzt reden wir, so ganz fallen lassen können wir das Thema nicht, über die zwei Naturen in jemandem, der Jesus Christus aufgenommen hat, der als Christ mit Gott lebt. Das merken wir doch alle, oder? Dass da zwei Naturen in uns sind, oder nicht? Eine erlöste Natur und eine, ja, die uns manchmal ganz schön zu schaffen macht. Die auch noch böse sein kann, oder? Ich kann beten, von ganzem Herzen kann ich beten. Ich sag mal 15 Minuten vielleicht an einem Stück kann ich beten, von ganzem Herzen, mit aller Liebe, mit aller Inbrunst. Und ich gehe raus und ich komme in meine Familie und schrei darum, weil mir irgendwas nicht passt. Und dann denke ich, oh, genau das ist es. Entschuldigung, genau das ist es. So können wir sein. Ich habe einen Schwiegersohn, der ist mit seiner Familie, war das im April oder so oder Mai, hat er Ferien gemacht auf der Dominikanischen Republik. Und die sagen, das waren wunderschöne Ferien, auch mit unseren Kindern, also es war einfach fantastisch. Wir haben einen ganz lieben Bruder aus unserer Gemeinde, Markus Janitzki, vielleicht kennt ihn jemand, seine Ehefrau Alexandra, die ist Dominikanerin und er ist jetzt pensioniert und jetzt in die Dominikanische Republik gereist. Wenn du Livestream guckst, ja, Markus, Alexandra, ganz liebe Grüße. Und das ist wirklich, also muss eine herrliche Insel sein. Und meine Frau mit meiner Schwester waren auch schon mal dort gewesen. Ich weiß bis heute nicht, warum die mich nicht mitgenommen haben. Aber nein, die sind eingesprungen für ein anderes Paar, das aus irgendeinem Grund den Flug nicht machen konnte und dann haben die das übernommen. Ja, und diese Dominikanische Republik, guck mal,
Eine Insel, zwei Welten, habe ich das genannt. Die Dominikanische Republik, Karibikinsel, ist das einzige Land der Welt, das eine Flagge hat, in deren Zentrum ein Kreuz ist und eine aufgeschlagene Bibel. Und auf der Bibel steht das Wort aus Johannes 8,32: und die Wahrheit wird euch frei machen. Toll, ne? Es heißt dazu, damit gehört diese Flagge zu den markantesten Nationalflaggen der Welt. Und die Dominikanische Republik ist auch so eingestellt, die ist sehr, sehr christlich orientiert. Schon das Wort Dominikanische Republik. Domini heißt des Herrn. Ja, ihr kennt vielleicht den Satz Anno Domini, ne? Das Jahr des Herrn. Dominikanische Republik. Des Herrn Republik könnte man vielleicht grob übersetzen. Und da habe ich etwas Gutes zugeschickt bekommen, das lese ich Ihnen vor. Während des Zweiten Weltkriegs war die Dominikanische Republik eines der wenigen Länder, das bereit war, jüdische Flüchtlinge aus Europa aufzunehmen. Auf der Konferenz von Evian 1938 bot die Republik an, bis zu 100.000 Juden aufzunehmen. 1940 entstand daraus das Siedlungsprojekt Sosua an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Dort wurden jüdische Flüchtlinge angesiedelt, vor allem aus Deutschland und Österreich. Sie erhielten Land und Hilfe beim Aufbau einer neuen Existenz. Und dieses Gebiet existiert heute noch. Und man sagt so, die besten Lebensmittel, Fleisch, Wurst und andere Gemüse und so weiter, kommt aus dieser Gegend. Aber jetzt, diese Insel, es ist eine Insel, aber auf der Insel befinden sich zwei Länder. Die Dominikanische Republik und Haiti. Haiti. Die Dominikanische Republik, da spricht man Spanisch, in Haiti spricht man Französisch. Und währenddem die Dominikanische Republik, Domini, des Herrn, sehr christlich orientiert ist, und ja, die sind wohl auch sehr offenherzig und sehr freundlich und so, ist Haiti auf derselben Insel. Man kann fast sagen, genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Okkultismus, Götzendienst und vor allem der Voodoo-Kult ist dort gang und gäbe. Und da ist es, auch die ganze Atmosphäre ist sehr, sehr verfinstert. Auf einer Insel zwei Welten. Und es heißt, ich habe das in einem Buch gelesen, das große Erdbeben auf Haiti vor wenigen Jahren mit 300.000 Toten wurde selbst von Haitianern als Gottes Gericht wegen der schwarzen Magie angesehen. Und das habe ich auch gelesen, aber das ist nicht so ganz verifiziert. Aber da heißt es, dass die Haitianer sogar zweimal ihr Land dem Teufel, dem Bösen, verschrieben haben. Und jetzt gucken Sie mal, jetzt war da vor Jahren dieses schreckliche Erdbeben mit 300.000 Toten auf der haitischen Seite. Und obwohl es dieselbe Insel ist, ist praktisch auf der Dominikanischen Republik nichts passiert. Aber leider, das ist ja auch wieder typisch, der Mensch. Da kommen die Touristen und machen auf der Dominikanischen Republik, machen die Ferien. Wunderschöne Ferien, in Saus und Braus, mit allem drum und dran, alles schön gepflegt, tolle Versorgung, Verpflegung, klasse Hotels und so weiter und so fort. Aber viele lassen es sich dann nicht nehmen, Busse zu chartern, weil sie doch mal nach Haiti wollen. Und dann wollen sie so gerne an diesem Voodoo-Kult teilnehmen. So ein Käse. Die Atmosphäre ist auf der Dominikanischen Republik anders. Es ist viel fruchtbarer, viel ungezwungener.
Und ich habe mir gedacht, als ich das so alles ein bisschen da recherchiert habe und gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist doch ein schönes Bild für die zwei Naturen im Menschen, oder? Da ist ein Mensch hier steht ein Mensch vor Ihnen. Ich sag mal, eine Insel. Aber da können zwei Welten in mir sein. Die Domini und die Haiti. Ich hätte fast gesagt, ich hätte dir fast einen anderen Namen gegeben, Haiti. Dominikanische Republik. Aber das darf man nicht. Ja, ich weiß, Sie haben recht. Darf man nicht. Aber es ist sehr schade, es ist schön, wenn auch da das Evangelium hinkäme. Und es ist bestimmt, auch da gibt es sicherlich auch gläubige Menschen, die das Evangelium dort verkündigen und Menschen auch da Gemeinde bauen. Aber es ist sehr schwer. Und das ist das, was auch in mir stattfindet. Da ist auf der einen Seite der Neugeborene, der sich auch bewahrt und immer wieder bewahren will. Aber es gibt auch den anderen Teil. Auf der einen Seite lebe ich nicht mehr in der Sünde, weil ich ein wiedergeborenes Kind Gottes bin. Aber auf der anderen Seite stelle ich fest, dass Sünde wohl noch in mir leben kann, oder? Die Sünde ist nicht mehr unser Lebensinhalt. Aber wir können ausrutschen. Und darum nochmal die Reihenfolge. Erstens, wir werden in Christus nicht mehr als Sünder bezeichnet. Zweitens, wir leben nicht mehr in der Sünde. Drittens, wohl aber kann Sünde noch in uns leben. Ein Bild für die fleischliche Natur, die wir in uns haben. Und jetzt kommt es darauf an, wo reise ich hin? Ja? Bleibe ich auf der dominikanischen Seite oder mache ich immer wieder Ausflüge auf die andere Seite? Das ist die Frage. Und da gibt es einen schönen Text von dem Apostel Paulus. Entschuldigung, Frosch im Hals. Einen schönen Text von dem Apostel Paulus, den er verfasst hat. Und da heißt es, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, das Schlechte, sondern die in mir wohnende Sünde. Also mit anderen Worten, ich lebe nicht mehr in der Sünde, aber es kann noch Sünde in mir leben. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, da haben wir es wieder, ich weiß, Wissenswertes, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also das ist auch das, was Johannes sagt, ja? Ein Wiedergeborener kann nicht mehr sündigen, obwohl er noch sündigt. Komisch. Warum? Weil da zwei Naturen sind. Der wiedergeborene Teil kann nicht mehr sündigen. Aber da wir noch im Fleisch leben, immer noch im selben Körper, der hat sich ja nicht verändert mit meiner Bekehrung, ist es möglich, dass Sünde in mir Raum findet. Und der Apostel Paulus, das muss ich jetzt sagen, der Apostel Paulus schreibt diesen Text als Christ. Nicht im ungläubigen Zustand. Er schreibt nicht von, was er vorher gewesen ist. Er schreibt als Christ. Woran stellen wir das fest? Weil er sagt, nicht mehr ich tue es. Ja, vorher hat er es ja getan. Aber jetzt kann er sagen, das Schlechte tue ich eigentlich nicht mehr, weil ich eine neue Kreatur bin. Ich bin ein neuer Mensch geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Dann schreibt er in der Gegenwartsform. Und dann schreibt er ja auch, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das wird ein Nichtchrist nie so machen. Ein Nichtchrist, Paulus vor seiner Bekehrung, hat das Schlechte gemacht und hat es für gut gefunden, oder? Ich verfolge Jesus, ich verfolge die Gemeinde Jesu, ich nehme sie gefangen, ich sperre sie ein und damit tue ich ein super Werk. Ich bin ein toller Kerl. Bis ihm Jesus begegnet. Und dann merkt er auf einmal nein und dann wird er von Neuem geboren und dann wird alles in seinem Leben anders. Jetzt weiß er, wie die Reihenfolge wirklich läuft. Ich möchte dir
Vielleicht hast du auch diesen Kampf, ja? Hast du ihn zwischen Geist und Fleisch, die zwei Länder auf einer Insel? Nicht zur Beruhigung. Aber manche leiden sehr darunter, wenn du diesen Kampf der zwei Naturen in dir ausfichtest, ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass du wiedergeboren bist. Denn ein Mensch, der Christus nicht hat, dem ist das egal. Der kann zwar auch ein schlechtes Gewissen haben mal, ja? Aber sonst sagt er, ach, der sagt sogar, ich bin doch gar nicht böse. Ich bin doch eigentlich gut. Ein Wiedergeborener wird das nie sein. Er wird sagen, ich bin abgrundtief schlecht. Aber Christus ist gut. Und der hat mich erneuert. Aber bei einem Kind Gottes ist es oft so, dass erst nach der Bekehrung die volle Sündenerkenntnis kommt. Ich habe das dieser Tage gelesen in der Apostelgeschichte 19, 18 und 19 steht es. Da habe ich gelesen, wie die Leute in Ephesus, wie die sich bekehrt haben, wie die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und wie die sich im Anschluss an ihre Bekehrung ihre Sünden bekannt haben und die okkulten Bücher verbrannt haben. Es geht oft erst danach. Ja, und der Apostel Paulus, der erklärt uns das auch weiter, den Kampf, den er selber durchgemacht hat, den erklärt er auch jetzt uns und er sagt uns, ja, hier im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 16 und 17, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist der Kampf, den er selber durchlebt hat. Den er als Zeugnis in Römer 7 erklärt. Und jetzt hier im Galaterbrief sagt er, ja, das erlebst du auch, das erlebe ich auch. Diese zwei Welten in mir, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch und die sind gegeneinander. Und in diesem Kampf, darum sagt die Bibel, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Stell dich auf die Seite des Heiligen Geistes. Befasse dich mit den geistlichen Dingen. Trachte als erstes nach dem, was droben ist. Lass dich nicht entmutigen. Steh wieder auf, wenn du gefallen bist. Auf Römer Kapitel 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Folgt dann Römer Kapitel 8. So ist nun nichts Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Die im Geist leben, im Geist wandeln und die Kraft des Geistes erleben. Es ist ein und derselbe Mensch und es sind zwei Welten. Die eine, Galater 5, die eine Seite ist fruchtlos, wenn wir nicht im Geist wandeln, wenn wir im Fleisch wandeln, das können wir. Das merken wir ganz schnell, dann ist alles fruchtlos, dann haben wir vielleicht auch keine Lust mehr zum Gebet, keine Lust mehr zum Lesen der Bibel. Uns fällt alles schwerer, wir verlieren einen gewissen Teil an Hoffnung. Darum heißt es ja auch immer wieder, auch im Johannesevangelium, das haben wir durch Freddy jetzt irgendwann gehört, dass man sich selber reinigt. Ja? Der Wiedergeborene reinigt sich selbst, also er kann sich nicht selbst vergeben, aber er ist ständig bemüht und da bleibt er dran, immer wieder sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Oder wie wir es hier gelesen haben, im 1. Johannes 5, ja, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich, dass der Böse ihn nicht antasten kann. Und das ist der Kampf, den wir einfach durchmachen. Auf der einen Seite fruchtlos, wenn wir im Fleisch leben, auf der anderen Seite fruchtbar, wenn wir im Geist leben. Da ist dann auch Wachstum. Und jetzt kommt es darauf an, wir stehen dazwischen und es kommt darauf an, wem geben wir mehr Raum? Ja, wen füttern wir? Wen füttern wir mehr? Das Geistliche in uns oder das Fleischliche? Das ist die große Frage. Nehmen wir ein Beispiel zum Schluss. Jemand wird unkorrekt behandelt. Ich sag mal, vielleicht übervorteilt, gemobbt und du bist Christ. Ja? Oder wirst im Fahrzeug abgedrängt von der Straße oder dir zeigt einer einen Vogel oder irgendwie sowas. Ja? Ja, und dann ist die Stimme in dir, ne? Vergib,
Herr, segne ihn oder sie, bewahre, ja, bleib ruhig, vergelte nicht Böses mit Bösen, nimm dir ein Beispiel an Jesus, an Josef, an andere Leute. Und da ist aber auch die andere Natur, ne? Merkt ihr das dann auch? Dieser Idiot schreit zurück, den halte ich an, den knöpfe ich mir vor. Das kann er doch nicht machen. Wem gebe ich mehr Raum? Segnet eure Feinde, die euch fluchen. Noch einmal. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was fütter ich mehr? Das Fleischliche, indem ich Dinge tue, was weiß ich, aus dieser Welt, die nicht gesund sind, die nicht gut sind? Oder fütter ich mich mit geistlichen Gaben, ja, mit Gemeinschaft, mit dem Wort Gottes? Es gibt dafür ein schönes Beispiel, damit möchte ich dann auch gleich aufhören. Scofield schreibt Folgendes: Das Problem des christlichen Lebens beruht auf der Tatsache, dass der Christ, solange er in dieser Welt lebt, sozusagen aus zwei Bäumen besteht. Aus dem alten Baum des Fleisches und dem neuen Baum der göttlichen Natur, die durch die Wiedergeburt eingepfropft wurde. Das Problem besteht nun darin, wie der alte Baum unfruchtbar bleibt und der neue dagegen Früchte bringt. Das Problem wird durch einen Wandel im Geist gelöst. Und da möchte ich dich einladen und auch zu mir selber sprechen. Einmal solltest du noch gar keine Beziehung zu Gott haben und noch gefangen sein von dem Bösen. Ich habe dir gesagt, du bist eigentlich schon mit Gott versöhnt. Ruf doch seinen Namen an und du wirst eine Befreiung erleben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist das Alte vergangen. Es ist alles neu geworden. Und wenn es jetzt uns betrifft als Christen, die wir sagen, ja gut, mein Leben ist jetzt so wankelmütig. Ja, Wandel im Geist beginnt mit einer Entscheidung und mit immer neuen Entscheidungen. Das kann man nicht einmal entscheiden und dann ist gut für immer. Nein, der Kampf kommt wieder. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ringe. Ja? Und dann macht man immer wieder einen Neuanfang. Man entscheidet sich immer wieder und versucht dann auch wirklich von Herzen diese Schritte und Wege unseres Herrn zu gehen, um geistlich orientiert zu sein. Und das möge der Herr uns schenken. Es ist so schön angeklungen in diesem Lied. Adonai, El Shaddai, wie hieß es da alles, oder Elohim, ja, diese Kraft Gottes, die verschiedenen Namen unseres Gottes. Und das schon reicht. Stell dir mal vor, wir brauchen nur Jesus anrufen von Herzen und dann gilt's schon vor Gott. Wie viel mehr, wenn wir Kinder Gottes sind, ja, und in dem Namen unseres Herrn Jesus beten. Er möge es uns schenken und Sie ermutigen auch für die neue Woche. Amen.